So sind wir wieder mit der 10. Folge von Platt to go, so wird der Plattschule. Wo nehmen wir eigentlich das Schild? So. Moin! So, wir haben ja letztes Mal gesagt, ihr habt uns ganz, ganz viele tolle Fragen geschickt und Fundstücke. Die konnten wir noch gar nicht alle abfrühstücken und darum machen wir heute mal so einen Rundumschlag. Und darum sitzen wir hier im Requisitenkeller vom Unseuchtheater, denn hier gibt's alles. Und eure Fragen sind auch irgendwie, haben mit allem zu tun, also da finden wir hier bestimmt auch zu allem irgendwas. Und da springen wir doch direkt mal rein in Kohlewoda. Die erste Frage haben wir eigentlich schon mal gehabt. Gucken Sie nochmal in die erste Folge rein. Warum heißt das eigentlich Plattdeutsch? Ist doch gar nicht platt, ist doch eine schöne Sprache. Der eigentliche Name für Plattdeutsch ist Niedersächsisch. Niedrig, das flache Land hier oben, und Sächsisch vom germanischen Stamm der Sachsen. Und dann gibt es das Niederfränkische, ja, vom germanischen Stamm der Franken, aber auch niedrig, auch hier oben im flachen Land. Ne? Und die wurden früher mal beide zusammen zum Niederdeutschen gerechnet. Beide haben diese Lautverschiebung nicht mitgemacht. Für mehr Infos in die ersten Folgen reingucken, Folge 1 und Folge 2. Das heißt, da besteht so eine gewisse Verwandtschaft zum Holländischen. Und das Holländische, das Niederländische, hat sich früher auch Niederdeutsch genannt. Ja, da kommt's her. Und wiederum die haben dann gesagt, wenn etwas verständlich in ihrer Sprache war, das ist in gute platten Deutsche, in gutem plattem Deutsch. Platt im Sinne von klar. Also Plattdeutsch heißt einfach nur klares, einfaches Deutsch, verständlich, Klartext. Ne? Mehr Infos, Folge 1 und Folge 2. Ist Kölsch mit Platt verwandt? Also die Sprache, ne? Nicht das Bier. Platt ist ein uneindeutiger Begriff. Wir meinen damit natürlich hier unser Niedersächsisch, unser Niederdeutsch, ja, aber es gibt auch andere Mundarten in Deutschland, die haben das Wort Platt für ihre Mundarten übernommen. Ne? Wir meinen damit also hier unser Niedersächsisch. Nicht zu verwechseln mit dem Bundesland, hat nichts damit zu tun. Kölsch ist eine ripuarische Sprache, eine ripuarische Mundart. Ripa, lateinisch das Ufer, gemeint ist das Rheinufer und das ist eine von 3 rheinischen Dialektgruppen. Es gibt das Niederrheinische, ja, das ist also Niederfränkisch, geht auch das Niederländische dazu. Dann gibt es das Moselfränkische, da gehört übrigens auch das Luxemburgische dazu. Und dazwischen, da ist das Mittelrheinische, das Ripuarische, da gehört Kölsch dazu. Jetzt ist es aber so, wir haben ein Dialektkontinuum, nicht nur im deutschen Sprachraum, auch in Europa. Also Sprachen wie Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, die fließen in den Dialekten ineinander über, ohne erkennbare Grenzen. Das kennen wir auch im Plattdeutschen. Ne? Von Dorf zu Dorf klingt das anders, aber wenn man nur ein Dorf weitergeht, klingt das jetzt nicht so anders. Aber wenn man 20 Dörfer weitergeht, klingt das schon ganz schön anders. Und so ist das auch mit anderen Sprachen so und auch durch ganz Deutschland. Also wenn man wirklich von Mundart zu Mundart fährt, dann sind die Unterschiede sehr fließend. Trotzdem machen wir in der Sprachforschung da so gewisse Grenzen fest, wo wir sagen, hier ist wirklich was Neues. Und wie sieht das bei Kölsch aus? Kölsch gehört zum Mittelfränkischen. Da gucken wir nochmal auf unsere Karten aus Folge 1 und 2. Und da gibt es hier diese Linie, habe ich damals gesagt, die gucken wir uns genauer an. Das hier ist die Benrather Linie. Das unterscheidet Morken oder Moken im Plattdeutschen von Machen im Hochdeutschen. Also die CH-Linie. Und da trennt sich also das Mittelfränkische vom Niederfränkischen. Das Mitteldeutsche, was Teil des Hochdeutschen ist, vom Niederdeutschen. Also kurze Antwort, nein, Kölsch ist nicht Niederdeutsch, es gehört so Mittelnieder, ist so in diesem Grenzbereich, hat also Schnittmengen mit dem Niederdeutschen, ist aber trotzdem was anderes. Also wegen dieses Dialektkontinuums, fließende Übergänge, ist Kölsch uns aber trotzdem näher als vielleicht Schwäbisch oder Bayerisch. Jetzt kommt eine ganz, ganz politische Frage. Bitte alle ruhig Blut bewahren. Sollte die Schriftsprache vereinheitlicht werden? Ich bin ständig hin und her gerissen. Also gemeint ist eine einheitliche plattdeutsche Rechtschreibung. Ganz viele sagen ja sowieso immer, das gibt's gar nicht. Es gibt keine plattdeutsche Rechtschreibung und das geht auch gar nicht, denn Platt ist ja überall unterschiedlich. Wie soll man denn da eine einheitliche Rechtschreibung haben? Moment. Wenn wir plattdeutsche Rechtschreibung sagen, dann reden wir nicht darüber, was wir schreiben, sondern wie wir es schreiben. Das heißt, wenn dein Platt sagt Moken und sein Platt sagt Marken, dann kann er das mit A schreiben und du mit O. Aber das Entscheidende ist, schreiben wir das mit Doppel-O oder mit Doppel-A? Schreiben wir es mit K oder mit C oder mit CK oder mit H? So, wenn wir das Gleiche meinen, sollten wir uns auf eine Schriftsprache einigen, damit überhaupt jemand, der ein anderes Platt hat und jetzt dein Platt liest, überhaupt weiß, was du gemeint hast. In deinem Kopf macht das vielleicht alles total viel Sinn.
wie du das schreibst, und das hört sich für dich genauso an, wie du das jetzt geschrieben hast, aber jemand, der nicht dein Platt hat, wird möglicherweise von deiner Verschriftlichung überhaupt nicht das im Ohr haben, was du meinst. Und es ist deshalb eventuell, das ist mein Gedanke dazu, hilfreich, wenn wir uns darauf einigen, wie wir etwas schreiben. Wie schreiben wir lang, wie schreiben wir kurz und so weiter. Zweiter Gedanke dazu. Müssen wir aber wirklich auch unterschiedliches Platt in jedem Bereich kenntlich machen? Müssen wir Moken mit O oder mit A schreiben, wenn es unterschiedlich gesprochen wird? Da kommt es jetzt wieder darauf an, wo wir schreiben. Meine Meinung. Wenn ich meine Kindheitserinnerung niederschreibe und will klar machen, das ist Holsteiner Deichplatt aus dem Bereich Rissen-Blankenese, dann ist es vielleicht total sinnvoll, das genauso zu schreiben, wie wir es sprechen. Schreiben wir Oi oder Ö, schreiben wir U oder A. Wenn wir jetzt aber die plattdeutschen Nachrichten schreiben für den NDR, ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Da wollen wir gar nicht den Eindruck eines bestimmten Dialekts vermitteln, sondern eher ein allgemein gut verständliches Plattdeutsch. Da ist vielleicht eher eine einheitlichere Rechtschreibung sinnvoll. Und jetzt ein Beispiel aus dem Englischen. Unser schönes Wort Wasser, auf Plattdeutsch Water oder Woder, heißt auf Englisch Water. Da sagt der Amerikaner Water, manche sogar Water und der Brite teilweise Water und manche sogar Water. Immer das gleiche Wort. Keiner von denen schreibt es anders. Alle lesen das Wort W-A-T-E-R, Water, und jeder spricht es dann einfach in seinem Dialekt. Und braucht dafür auch keine weitere Rechtschreibung, um das in seinem Dialekt lesen zu können. Deshalb sage ich ganz klar, für plattdeutsche Medien, plattdeutsche Zeitungen, Nachrichten, brauchen wir keine unterschiedliche Rechtschreibung, sondern eine einheitliche. Aber wenn du deine Kindheitserinnerung aufschreibst und willst gern das Platt von deiner Oma genauso wiedergeben, dann auf jeden Fall schreib Eu statt Ü, wenn sie sagt Groin und nicht Gröin, und mach O statt A. Aber ob das ein O oder zwei O's sind, da sollte man sich trotzdem nach einer Rechtschreibung richten, denn das macht es allen anderen einfacher, deine Rechtschreibung auch wirklich so zu verstehen, wie du sie gemeint hast. Side Note, manche, die sagen, sie hätten ihre eigene plattdeutsche Rechtschreibung, schreiben dann aber oft, nicht immer, nicht alle, auf ein und derselben Seite ein und dasselbe Wort 3- oder 4-mal unterschiedlich. Da habe ich dann eher den Eindruck, die haben überhaupt keine Rechtschreibung und haben sich auch nie wirklich darüber Gedanken gemacht, sie wollen es einfach nur nicht. Ich persönlich finde auch nicht alle Regeln in der Sasschen Rechtschreibung gut. Ich würde da manches auch gerne anders schreiben, finde aber tatsächlich den Mehrwert überhaupt irgendeiner gemeinsamen Rechtschreibung höher einzuschätzen als die einzelnen Kritikpunkte, die ich vielleicht an einzelnen Regeln habe. Und jetzt der offizielle Teil, die plattdeutsche Rechtschreibung, die es im Übrigen gibt, ist von Johannes Sass. Johannes Sass, deutscher Sprachforscher, hat 1935 seine eigenen Regeln aufgestellt und 1956 zusammen mit der Versgilde die 19 Regeln für die plattdeutsche Rechtschreibung aufgestellt. Die gibt es. Orientieren sich am Hochdeutschen und ein bisschen am Niederländischen. Man kann bestimmt viel kritisieren, man kann auch viel am Duden kritisieren, aber ich bin dafür, wir haben eine Rechtschreibung, nämlich den Sass. Und wenn wir eine haben, halten wir uns doch erstmal an die. Es gibt auch noch Regeln für das Mecklenburger Platt, für das Ostfriesische Platt, die sich womöglich an den Sass anlehnen. Aber ich finde, das hält die Sprache klein und verhindert auch Kommunikation, wenn wir uns selbst beim NDR oder in der Zeitung immer unterschiedliche Rechtschreibungen ausdenken. Und dann bleiben wir wirklich in der Dialektecke und es wird nicht wirklich eine eigene Sprache. Das sind nur meine Gedanken dazu. Ne? Also ich finde, es ist Raum für beides. Sprache und Mundart, Literatur und Medienplatt. So, die nächste Frage ist das schöne Wort Fleutschepiepen oder Fleitschepiepen. Fleutschepiepen ist die ältere Form, Eu ist später immer zu Ei geworden. Und was heißt das? Tja, ich dachte ja, ich habe heute noch ein bisschen Zeit für mich selber, aber Fleitschepiepen. Also denkste, so kommt's nicht. Also irgendeiner da oben, der pfeift da drauf. Fleut ist die Flöte, also Fleitsche, das Flötchen und Piepen, Pfeifen. So, die nächste Frage ist, was ist denn eigentlich eine Tweete? Eine Tweete ist eine ganz, ganz kleine Straße. Das Wort ist nicht ganz genau geklärt. Es könnte von Twey kommen, heißt plattdeutsch auch Tweete, weil es eine Straße zwischen zwei Grundstücken oder zwei Äckern oder zwei Gebäuden ist. Ein kleiner Stichweg dazwischen. Oder mecklenburgisch heißt es auch Tische, also auch von zwischen könnte es auch kommen. Also jedenfalls zwischen zwei Sachen, zum Zwischenweg, ganz klein. Die hatten auch ursprünglich früher gar keine offiziellen Bezeichnungen und wurden dann eher im Volksmund irgendwie genannt, nach dem, was da halt war. Also die Bäckertwiete, weil da halt die Bäcker waren. Ne? Oder die Stinketwiete, weil es da vielleicht gestunken hat. Und auch sonst gab es so schöne kleine Gänge und Tweeten, die schöne Bezeichnungen hatten. In Lübeck gab es früher zum Beispiel den Tittentaster-Gang. Weil da, glaube ich, Leute, die Ammen werden wollten, überprüft wurden, ob denn da auch
das notwendige Material vorhanden ist. Also da kommen diese Straßennamen her. Die nächste Frage ist das Wort überkandidelt. Woher kommt denn das Wort überkandidelt? Überkandidelt oder plattdeutsch überkandidelt kommt von lateinisch candidus. Candidus heißt eigentlich weiß, also im übertragenen Sinne strahlend, hell. Und im seelischen Sinne heißt das dann also froh, vergnügt. Und überkandidelt ist dann also überfroh, überfröhlich, überdreht, auch ein bisschen aufgedreht. Und das ist dem Plattdeutschen ja sowieso so ein bisschen suspekt. Ne? Also der Plattdeutsche ist ja eher so ein bisschen unterkandidelt. Klischeemäßig. Und darum heißt also überkandidelt nicht nur überschäumend fröhlich, sondern auch eben übertrieben und auch so ein bisschen aufgedonnert oder extravagant. Also alles, was nicht so richtig unterkandidelt, sondern eher überkandidelt ist, das ist dem Norddeutschen so ein bisschen suspekt. So, der nächste Begriff, nach dem gefragt wurde, ist ein eine Riestüten geben. Du kriegst ein eine Riestüten. Was heißt das? Kriegst gleich mal einen mit. So, wo kommt denn dieses komische Wort her? Riestüten heißt auf Hochdeutsch Reistüten. Warum? Früher haben die Leute ja so richtig schöne, steife Krägen getragen. Die waren natürlich je höher und je weißer und je steifer, desto vornehmer und desto besser. Und womit wurden die gestärkt? Mit Reisstärke. Riesstebels, ja. Und das sah so aus, als ob der Kopf so eingepackt war in so eine Tüte. Also Reistüten. Das heißt, Reistüten sind diese gestärkten Kragen, die man damals hatte. Das heißt, kriegst eine Riestüten heißt, kriegst gleich einen hier an den Nacken und nicht an die Ohren. Weil man das aber natürlich vom Bild her verbindet mit einen an die Ohren und Ohrfeigen, hat sich dieses Wort Riestüten anscheinend irgendwie dann auch auf die Ohren übertragen. Und dann sagen die Leute auch wirklich, muck mal die Riestüten oben. Hier, mach mal die Reistüten auf, mach mal die Ohren auf. Und darum heißt dieses Wort Riestüten jetzt übertragen eben auch tatsächlich auch die Ohren. Aber kommen tut es eigentlich vom Kragen. Und es gibt auch noch die Variante Rüsttüten oder Rüsttüten. Wie das entstanden ist von I zu Ü, ob sich da nochmal Geräusch mit reingemogelt hat oder sowas. Oder ob sich da wieder zwei Bedeutungen vermischt haben. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ihr merkt, hatten wir schon ein paar Mal bei Handeule und solchen Sachen. Man weiß nicht immer alles, wo diese Wörter herkommen, weil im Volksmund da auch vieles durcheinander purzelt. Das nächste Wort ist Quitsche. Was ist ein Quitsche? Ein Quitsche ist ein Nicht-Hamburger, also kein gebürtiger, geschweige denn geborener oder sogar geborener Hamburger. Oder auch einer, der weder Missingsch noch Plattdeutsch spricht. Also einer, der nicht von hier ist. Die Herkunft dieses Wortes ist nicht hundertprozentig geklärt. Es gibt halt die volkstümliche Herleitung, dass man früher, wenn man als Auswärtiger die Stadt betreten wollte, eine Gebühr entrichten musste und dafür eine Quittung bekam. Das heißt, das waren also Leute, die mit einer Quittung durch die Stadt liefen, die besagte, dass sie die Erlaubnis haben, heute hier zu sein. Das waren dann die Quitsches. Ob das stimmt, kann ich euch nicht sagen. Es ist eine Möglichkeit, genau weiß man es nicht. Aber auf jeden Fall Quitsche. Das sind die, die nicht von hier sind. Das sind die, die nicht Missing und nicht Plattdeutsch können. Die sind von da. So, dann wurde gefragt nach Cachot, das plattdeutsche Wort für Gefängnis. Wo kommt das denn her? Das ist ganz einfach erklärt von französisch Cachot und das heißt genau dasselbe. Also mal wieder eins der Beispiele, wo französische Wörter ins Plattdeutsche eingesickert sind. Cachot. Dann wurde gefragt nach dem Wort Vorderkant, de Vorderkant. Das ist ganz ordinär die Wasserkante. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu erklären. Es ist einfach nur die Kante zwischen Land und Wasser. De Vorderkant. Dann wurde gefragt nach Bregenklöderich. Was heißt denn Bregenklöderich? Bregen, Plattdeutsch das Gehirn, Englisch Brain. Und Klöderich, klödern heißt klappern. Also da klappert das da drin. Also wenn eine Maschine nicht rund läuft, wenn eine Maschine läuft und da drin klappert das ist selten ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn das hier oben klappert, im Oberstübchen der Obermaschinerie, das ist auch kein gutes Zeichen. Also wenn jemand bregenklöderig ist, dann läuft das bei dem nicht mehr ganz sauber da oben. Dann hat er sie wohl nicht mehr alle. Bist du wohl bregenklöderig? Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Kann aber auch ein bisschen harmloser heißen, boah, ich bin bregenklöderig. Also mir brummt der Schädel heute. Ich habe Kopfschmerzen. Kann es auch bedeuten. Bregenklöderich.
So, das nächste, was gefragt wurde, ist Swienschied mit Dill. Was ist das? Das ist eine norddeutsche Antwort auf die schöne Kinderfrage. Mama, Mama, was gibt das zu eten? Mama, Mama, was gibt das zu eten? Mama, was gibt das zu eten? Und Mama sagt, Swienschied mit Dill. Schweinescheiß mit Dill. So, gibt's natürlich nicht. Aber Mama hat keinen Bock mehr auf die Frage. Die Entgegnung auf diese Antwort ist dann, over Dill ist ut. Aber Dill ist aus. Gibt auch den Witz dazu, was gibt das hier zu eten? Swienschied mit Dill. Dill. Norddeutscher Humor. Gibt auch noch andere vergleichbare Antworten auf die nervige Frage, was es zu essen gibt. Zum Beispiel Schollen mit Slagamaschü, Schollen mit Schlagsahne, Slagamaschü hatten wir auch schon. Oder auch schön Klieben und Scharnbullen, also Kletten und Unkraut. Oder Kohl, Klieben und Hering oder Kattentee mit Stickbeeren, Katzenzähne mit Stachelbeeren. Norddeutsche Haute Cuisine. Dann wurde gefragt nach dem schönen Wort Schiedbüdel. Gibt auch die Variante Schiederbüdel oder auch einfach das Wort Schieter. Heißt alles das gleiche, kommt von Schieten, also scheißen. Ne? Und Schieter oder auch Schiedbüdel oder Schieterbüdel kann zwei völlig gegensätzliche Sachen bedeuten. Das eine ist einfach wirklich, du Scheißer, du Taugenichts, du Dämlack, also wirklich so eine Beleidigung, ne? Oder das absolute Gegenteil, ein kleiner Scheißer, ein kleiner Pupsi. Ne? Also sowohl das kleine Kind, das auch noch irgendwie in die Windel macht, aber auch der Herzensmensch, der Geliebte, der kann auch Schiedbüdel sein. Plattdeutsche Zärtlichkeit. Dann wurde gefragt nach der Konjugation des Verbs storn. Hatten wir eigentlich so ein bisschen in Folge 6 schon mal, da haben wir ja mehrere Verben mal konjugiert, aber bitteschön, hier kommt das Verb storn. Storn, auf Plattdeutsch stehen. Wir wissen noch, wie funktioniert Konjugation. Nicht, wir haben unsere Personalform, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Auf Plattdeutsch ich, du, hey, sei, dat, wie, je, sei. Und so wird storn jetzt konjugiert. Ich stehe, ich, stor. Du steist, hey, sei, dat, steit. Wie stort, je stort, sei stort. Also, wir erinnern uns, im Singular gibt es diesen Ablaut in der zweiten und dritten Singular. Ich stor, du steist, hey, steit. Da verändert sich der Vokal, aber nur da. Im Plural bleibt es beim Stamm. Storn wie stort, bleibt gleich. Und wir haben im Plattdeutschen einen Einheitsplural auf T. Also statt wir stehen, ihr steht, sie stehen, ist es auf Plattdeutsch dreimal wie stort, je stort, sei stort. Das war die Gegenwart, das Präsens. Wie sieht das denn in der Vergangenheit aus? Hatten wir noch nicht. Da sieht das folgendermaßen aus. Also ich stand, du standst, er, sie, es stand, wir standen, ihr standet, sie standen. Auf Plattdeutsch ich stün, du stünst, hey, se dat, stün, wie stün, je stün, sei stün. Also auch in der Vergangenheit ein Einheitsplural, aber hier nicht auf T, sondern auf EN. Wir standen, ihr standet, sie standen, wie stün, je stün, sei stün, dreimal EN. Alle diese Vergangenheitsformen gibt es auch nochmal auf U. Also ich stun, du stunst, hey, se dat stun, wie stun, je stun, sei stun. Geht beides, ich stun oder ich stun, ich stand. Dann brauchen wir noch die Befehlsform, den Imperativ, also steh mal auf, steht mal auf. Das heißt auf Plattdeutsch stor. Einfach der Verbstamm von storn, stor, steh. Stor mal ob oder stort mal ob, steht mal auf. Und zuletzt brauchen wir noch das Partizip Perfekt, gestanden. Ich habe gestanden. Auf Plattdeutsch, ich hef storn. Du hast storn. Und wir sehen gestanden, Plattdeutsch storn. Diese Vorsilbe g, die fällt im Plattdeutschen in 95% aller Fälle weg. Also bei Partizipien sowieso und teilweise sogar bei Geburtstag, Geburtstag oder Gesundheit, Gesundheit. Also der Plattdeutsche hackt dieses G sehr gerne und ziemlich konsequent ab. So, dann kommen wir jetzt noch schnell zu unseren Fundstücken. Wird wieder eine ziemlich lange Folge heute, hätte ich gar nicht gedacht. Das erste schöne Fundstück kommt vom U-Bahnhof Jungfernstieg, Bahnsteig U1. Da steht ein alter Eichenpfahl. Der wurde 1932 bei den Bauarbeiten des Bahnhofs gefunden und kommt noch von der alten Mühlenwehr, von der Resenmühle. Resendamm ist da um die Ecke, ne? Ist 700 Jahre alt. Und dieser Eichenpfahl wurde dort aufgestellt und von dem Bildhauer Richard Luksch
beschnitzt und verziert mit 7 Frauen. Die stehen für die 7 Jahrhunderte, die dieser Pfahl dort alt ist. Und Hermann Claudius, der plattdeutsche Dichter, hat dieses Gedicht dazu geschrieben. Der Jahrhundert, de sind Söben, Jungfern sind de Söben blieben. Und ich ole Eiken Paul, sto hier ob dat Söwe Mal. Also auf Hochdeutsch, die Jahrhundert, die sind 7, Jungfern sind dieselben geblieben. Und ich, alter Eichenpfahl, stehe hier an demselben Mal. Und wir sehen, Jungfern sind dieselben blieben, Jungfern sind dieselben geblieben, da fehlt das G. Ne? Also Plattdeutsch ohne G, das Partizip Perfekt. Zweites Fundstück, dieses schöne Haus in Hamburg-Harburg. Da steht über der Tür, Sonnenschein kommt Tomi, Unwetter trägt vorbei. Sonnenschein kommt zu mir, Unwetter zieht vorbei. Dann haben wir noch ein paar schöne plattdeutsche Straßennamen. Da wollen wir mal 2 rausgreifen, die besonders schön sind. Der Goosacker, der Gänseacker und Kattensteert, der Katzenschwanz. Steert, plattdeutsch, der Schwanz. Dann haben wir noch 3 Fotos aus der Hafen City. Da gibt es nämlich Bänke, die plattdeutsch beschriftet sind. Einmal für Grodelüt, für große Leute. Da würde man nach plattdeutscher Rechtschreibung nach Sass eigentlich Grode mit einem O und dafür Lüt mit 2 Ü schreiben. Dann eine für Lüttelüt, für kleine Leute, weil die ein bisschen was niedriger ist. Und auf der 3. Bank steht Ankieken, angucken. In der Hafen City gibt es ja aber nicht viel zu gucken, ne? Dann haben wir hier noch ein altes Hamburger Fachwerkhaus in der Reimerstwiete am Hafen. Da steht drüber, Koblüt, Koggen und Jan Moten sind die richtigen Hanseoten. Also Kaufleute, Koggen und Jan Marten sind die richtigen Hanseaten. Also Hamburg ist eine Stadt der Seeleute und der Kaufleute. Und daneben steht auch noch ganz klein Peper. Also ein Hamburger Pfeffersack. Und dafür braucht man noch die zweite Vokabel, Salt. Plattdeutsch für Salz, Salt im Englischen. Peper und Salt, Pfeffer und Salz. Gibt auch ein Theaterstück, das so heißt. Dann steht hier noch drauf, Tum Peerstall zum Pferdestall. Und ein weiteres Fachwerkhaus, da steht, Möts die nicht ärgern, hätt kein Wirt, möts die Blut wundern, wat all passiert. Also musst dich nicht ärgern, hat keinen Wert, musst dich bloß wundern, was alles passiert. Das ist Mecklenburger Platt, Rudolf Tarnow ist, glaube ich, der Dichter dazu. Und das letzte Plattdeutsch-Fundstück kommt aus Bayern, aus Unterhaching. Da gibt es nämlich einen Müllwagen, da steht drauf, nicht lang schnacken, anpacken. Also in Bayern ist offenbar Plattdeutsch, sind die Plattdeutschen das Sinnbild für Anpacken, für Zupacken, für Fleiß und gute Arbeit. Finden wir gut, können wir so mitleben. So, das wird also mit der 10. Folge von Platt to go, unseres Leute Plattschule. Schickt uns wieder jo Fragen und Fundstücken, ihr seht, das bliff nicht lingen, also auch wenn das ein Beten wat duert, wie gut do bi und andern ob alteste Fragen und wiest auch die feinen Fundstücken, die wir von jo kriegen habt. Und das nächste Mal sagt wie Tschüss, Manto und holt jo fuchtig.